Welcome back zu Zeig deine Karre. Heute eine von mir. Nein, nicht verraten. Und jetzt. Da ist er, mein Daily, ein Civic EK4 Type S im sehr unauffallenden Gel. Ich habe den geholt im Januar, schon seit immer eigentlich sich klein auf so Kleinwege gefühlt, so Go-Kart-Feeling, Schalensitz recht tief alles. Das ist eigentlich schon immer etwas, was ich mal wollte. Und dann bin ich so auf EK4 gekommen. Damals noch absolut keine rum, als ich angefangen zu suchen, Ende letztes Jahr eigentlich. Und dann bin ich so ein bisschen am Umschreiben, wer über einen könnte haben und so weiter. Dann bin ich zum Peter gekommen. Shoutout zum Peter Falfell, er hat gerade einen gehabt. Hat dann glaube ich 2 Wochen lang gehabt und dann wieder weiterverkauft. Ja, dann bin ich dann im Januar geholt bei ihm. Ich bin jetzt schon 6000 Kilometer gefahren da. Ja, eigentlich arbeite ich hin und zurück und das ist eigentlich alles. Also von dem her ist es eigentlich ganz nice. Also Kilometer hat das so wie jede Runde immer über 200'000, also jetzt immer bei 225'000 Kilometer gerade. Aber spielt eigentlich auch nicht so eine Rolle. Der Satz ist eigentlich echt günstig, wenn du es findest, aber findest es eigentlich recht gut. Von dem her, es hebt eigentlich echt gut die Autos an. Rost ist jetzt mit dem wirklich kein Thema. Vom Zustand sind eigentlich recht nice. Sonst funktioniert eigentlich alles da drin. Du weißt, du schüttelst den Wilde. Ja, der verfahrt auf dem Endanschlag vielleicht nicht die beste Voraussetzung für so ein Video. Ja, hat Klima, hat Heizung, hat Licht, hat ein bisschen alles. Das ist ganz okay. Von der Ausstattung her eigentlich so für einen Daily. Mehr brauchst du nicht. Also ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. So ein kleiner Traum war mal so ein Kleinwagen, ein bisschen Stanzen gehen, ein bisschen Go-Kart-Feeling kreieren. Von dem her ganz okay. Ihr kennt ja das Format, also wisst ihr auch, was als nächstes kommt. Und zwar steigen wir aus, was wir natürlich auch schon wieder vorher gefilmt haben, dank dem nice Wetter. Wie immer, wenn wir filmen. Aus, genau, steigen aus, zeigen das Auto von außen, was alles gemacht ist, wie was gemacht ist. Auf jeden Fall dranbleiben bis zum Schluss. Es kommt noch etwas, was sich echt lohnt. Ja, genießt es dann. Bis später. So die normale Automaten. Also basically das Auto schon fast so gekauft, also mit diesen Felgen, mit dem Fahrwerk, das war dran. Was wir haben machen, so etwa 3 Tage lang die ganze Lenkgeo einstellen, dass genug Sturz hat, dass es einigermaßen vorbei mag und nicht all Meter streift. Also so ist eigentlich überall gerappt. Jetzt haben wir es etwa so angebracht, dass vom Sturz her stimmt, das Auto auch einigermaßen so ziemlich 95% geradeaus fährt. Also verbaut sind schon JR 26 in 16 Zoll mal 9 ET20 rundum. Leider nur Japan Racing, weil es nicht für echte gelangt hat für so geile BWS oder Work. Aber es ist schwierig, etwas in 16 Zoll zu finden. So braucht vor allem, wenn irgendetwas aufbereiten willst. 16 Zoll echt eine blöde Größe, habe ich gelernt. Also so Fitman-mäßig. Ja, da passt er rein, da nicht. Das ist ganz recht nice. Also es rappt halt ein bisschen, vor allem wenn mehr Leute, wenn auch mehr als jemand drin sitzt, wenn du so das zweite bist, geht es gar noch. Aber kommst du irgendwo hin, kannst du eigentlich kaum mehr fahren. Aber ist eigentlich echt geil. Also ein Pneu ist nichts, ist noch ganz fein. Und er musste machen, sind dann noch ein bisschen rausgebördet, es war schon ein bisschen gebördet, recht gut sogar. Auch komplett keine Kante mehr hat er da drin, also auch hinten nicht. Von dem ist schon recht gute Vorarbeit geleistet worden. Aber gleich noch mal ein bisschen ziehen, noch rechts ziehen müssen. Und halt die ganze Radschale vorne hinten sind halt komplett draussen.
Was ich mir noch gemacht habe, ist mal alles klein pinseln mit Unterbodenschutz, dass er auch nicht anfängt zu rosten. Mit den ganzen Steinen, die es dann überall da rumschlägt. Von dem ist es eigentlich recht safe gemacht. Ich habe den Spoiler noch gel lackiert und verbaut. Nvidia-Abgasanlage G 300, 200, kein Plan. Irgendeine. Ist nicht mehr ganz dicht. Vielleicht hört man es dann auf dem Video. Ist irgendwo ein kleines Leak, also dicht nicht mehr so ganz. Ist halt gefühlt auch 20 Jahre alt. Ja, Camberarms vorne, Camberarms hinten. So. Scheiße. Sieht gut aus. Ja, gehen wir mal zum Interieur. Also wie man sieht, Schalensitz reingefegt. Ganz komfortabel, vor allem für ein Daily die beste Entscheidung ever. Ja, Sitzschiene und alles ist vom originalen Stuhl. Also haben wir einfach ein bisschen umgebaut sozusagen. Fittet eigentlich ganz nice, auch von der Sitzhöhe, von der Range führen nach hinten fahren ist echt, haben wir echt gut getroffen. Geschütztes Lenkrad. Ja, Airbag-Lampe, die leuchtet. Bis jetzt wollen wir mal Widerstand löten, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ja, Shortshifter von Hybrid Racing. Also ein Stück kürzer. Etwa einen Kilometer. Etwa einen Kilometer kürzer. 12 Stufen zum Einstellen, wie lang der Weg sein sollte. Jetzt ist etwa so in der mittleren Stufe. In zu kurz ist irgendwie ein bisschen zu kurz. Also schon jetzt ist fast kein Weg mehr gefüllt. Recht geil, vor allem weil der Originale gefüllt da ist und dann sitzt ist und keine Ahnung, das ist einfach sehr schlecht positioniert von Werk aus. Also eigentlich ist der einzige Grund, warum ein Shortshifter, weil er so weit oben ist. Ja, das ist eigentlich innen dran. He? Dicke Stickers auf dem Sitz, Ja, da, so hässliche Mini-Golf-Matte da. Ja. Wenn irgendjemand noch so eine schöne Honda-Teppichmatte hat, kann er mir sagen, ich suche dringend. Wäre noch recht nice. Ja, da wäre es im Trunk. Ja, Motor ist beim EK4 der normale B16A2 VTEC Honda Boy. Das ist ein 1,6 Liter mit 160 PS und ordentlich Drehzahl, also läuft eigentlich nicht schlecht. Mic-Kabel im Video. Also so, Kupplung. Und dann, was haben wir da für Probleme gehabt? Ja, das ist basically die haben so, wie haben sie gehabt, so 4 so Federn, also so Blättchen. Und ein Blättchen ist komplett abgebrochen und in der Kupplung einfach rumgelegen und die hat damals komplett alles blockiert. Also die Gänge ist eigentlich kaum reingebracht, also so tiefe Drehzahl ist gar noch gegangen, hohe Drehzahl ist eigentlich gar nicht reingebracht. Dann haben wir die Kupplung getauscht noch. Das dritte, so Wagenheber-Aktion gewesen, mit einem Wagenheber Motorheben, mit dem anderen das Getriebe und das ist eigentlich recht easy bei dem Motor, da ist eigentlich schon Kupplung und Motor so auf einem halben Meter. Also recht easy Job eigentlich. Tschüss. Schon eine fette Kiste.